Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist schon ein ganz spezielles Dossier, nicht alltäglichen, über dem wir heute schwätzen. Das ist ein Dossier voller Überraschungen, Entdeckungen und Revirementer. Zwischen 4 und 4 Wochen, dieser Woche, und nächstes wahrscheinlich auch noch an den nächsten Tag. Je mehr ich mich daran geknallt habe in den letzten 4 Wochen, und eigentlich aufgrund von der Publikation von der DPD-Verding vom 11. September, je mehr ich immer neue Sachen entdeckt habe. Von Unglauben par rapport zu dem, was Roberto Traversini am Anfang vorgeworfen hat, über Duten und Zweifel, bis hin zu extremer Frustration und Roserei, was der weiß, wie ein System, wo viele probiert, den Deckel auf den Deppen zu kriegen, war alles dabei. An einem demokratisch aufgebauten und organisierten Land, das ist eine von den wichtigsten Missionen von der Chambre, Derbeste von der Regierung zu kontrollieren. Die Ministerin haben Pflicht, für ein Parlament jeder Nenfer zu stehen für die Politik, die Entscheidungen und Aktionen, sowohl von ihnen wie von ihren Ministerien und Verwaltungen, ob das am Plenum ist oder an den Kommissionen. Ugangsmengeriert will ich betonen, dass es an einem demokratischen System Pflicht ist von der Opposition, aber nicht nur von der Opposition, sondern vom ganzen Parlament, für an einem Dossier wie dem heute dafür zu sorgen, dass Volltransparenz herrscht, dass alle Karten auf den Tisch kommen, dass man die richtig politisch lehren oder eventuell die richtig politische Konsequenzen ziehen. Weil geschieht das nicht, dann ist die Schuld für die Politik an die demokratischen Institutionen ganz groß. Zitat François Bausch, 13. Juni 2012 an der Chambre. Wenn ich den Minister von allem entlasten und von allem dechargieren, just weil ihn als seiner Verwaltung nachher findet, der kann schuldig gesprochen sein, da kann ja kein Minister mehr etwas geschehen. Felix Bratz, 10. Juli 2013, hier an der Chambre. Leider ist an den letzten 4 Wochen, aber besonders diese Woche, nicht viel von den geringen Vorsätzen von 2012 und 2013 übrig geblieben. Das ist eben ernst, ob ihn an der Kritik kann weiterreichen oder ob er selber am Visier von der Kritik steht. Das ist an dem letzten Fall, wo sich weiß, ob er noch wirklich mit Kritik und Kontrolle umgehen kann oder nicht. Bis heute haben wir hauptsächlich Fragen gestellt. Unbequem Fragen, das geht nicht so. Aber immer Fragen, die zur Abklärung von den vielen Grauzonen, Verstrickungen und Widersprüche sollen beitragen, an die sich Minister Dieschbusch an den letzten Wochen verfangen hat. Fragen, die dazu gefordert haben, dass auf Geheiß von der Madame, den Dünsten, ob undemokratisch Manier rausgezogen ist, an das Majorität, die jetzt nimmer geht parlamentarischen Umgang. Es hat die Versicht der Opposition, mundtot zu machen. Es hat hier carrément den Mund verboten. Majorität als Richter über die Frage von der Opposition. Der Präsident von einer Kommission, den dezidiert, wie nicht Schluss ist mit der Opposition selbst. Der Präsident von der Chambre, Garant von den demokratischen Rechten von allen Deputierten, den ohne zu zecken an der Kommission das Spiel mitspielen möchte. Du jamais vu. Der Christoph Pump resümiert das perfekt an einem Beitrag von gestern auf Reporter LU. Was CSV als Maulkurve für die Opposition betrifft, offenbart zum Schluss eigentlich ein Problem, das viel weit geht. Weil nicht nur eine parlamentarische Opposition, mit die Gesamtöffentlichkeit wird dummer die Möglichkeit geholt, das Verhalten von der Regierung nachzuvollziehen, geschweige dann sie zu kontrollieren. Unabhängig von den Beweggründen nutzen die Regierungsparteien hier Machtposition gezielt aus und erschweren damit eine objektive Abarbeitung von eventuellen politischen Fehlverhalten. Immer angefangen, um Fragen zu stellen, um einen detaillierten juristischen Avis machen gelos für den Fond von der Problematik zweifelsfrei zu verstehen, haben wir eine enge Pressekonferenz aufgehalten, letzte Freitag, wo wir als Zweifel angemeldet haben, dass die Entscheidungen von der Minister legal auf festem Fond stehen. Haben wir als Zweifel ausgedrückt, dass alle Bürger hier am Land selbst behandelt gehen, als wie den Herr Roberto Traversini. Heute wissen wir, und ich werde das beweisen, dass das nicht so ist. Und trotzdem ist ein Dossier, das ja nicht durch CSV kommt, sondern durch die Link von Dave, die aufgrund von einer Intervention von einer Privatperson
den Dossier den 18. Juli am Deiferdinger Gemengerot thematisiert hunn. De Mann ass net weit kom, well entgéint all Gesetz hemmel direkt an de Huikulo vum Gemengerot verschwonnen ass. Transparenz die Eicht, an net die Lächt. Typisch gering eben. Iwer de Summer huet DP Deiferding se Stun an den Dossier rageschafft. Sie ass den 11. September an engem Moment, wo den Herr Traversini dick am Gespräch war an die Regierung zu kommen, mat engem neuen, mi breden, weit gefächerten Dossier und öffentlich Code kom, wie dat fir runde Fall war, wie die Lenk hier vorgestalt hunn. Das ist ein Dossier, den ich mir genau ugeguckt hun, als perfekt abgebaut. En as so perfekt strukturiert, dass het onmeiglich as Menge an, dat de PD-Verding dieselbe opgestalt huet. So hunn fleißig hen an noch gut Kap mat geschafft. Beinhalt all Referenz, die nedig ass, ausser eng, nämlich in Artikel 37 vom Gemengegesetz. Stellt zum großen Deel die richtig frohen. Zum engen Richtung Roberto Traversini, zum anderen auch Richtung Carol Dieschbusch. Die Eicht hun als Resultat ultimativ die Mission vom Herrn Traversini gefauert, wat ein ganz Reihe Leute mengenisch ganz ferm arrangiert huet, die einer, die zu Konsequenzen op Regierungsniveau hätte können feieren, sie bis haut zum großen Deel net beantwort. Nun as aber bei so enger Fehlt hat immer zwei Seiten, die notwendig sind. Wenn mir an de Fond kratze wollte goen, sind immer brutal gestoppt gehen. Madame Zenners von RTL op de hier egen Art huet die Lächtwoch gefrot, ob mir am Land nicht ernst das zu dienen hätte, wie als iwwer Gardenhäusischer zu erhalen. Klassisch tentativ den Deckel op et beson bequemes zu setzen oder Ausdruck von enger totaler Unkenntnis vom Dossier. Ich halte mich do lever und de Presseklub von RTL, der letzte Sonde, wo 4 Journalisten, die sich lo pur Woche wirklich mit dem Dossier beschäftigt haben, an der hier Artikel an Interview mir viel Hintergrundmaterial geliefert haben, und auch de Guy Kaiserello, den ein ganz Reihe Hintergrundartikel publiziert hat und eine gute Informationsquelle durchgestaltet hat. Journalisten kommen zur Konklusion, dass ganz viele Elemente fehlen, für sich ein objektiver, komplettes Bild können zu machen. Was tun die Vierster auf der Platz zu Deiferding wirklich gemacht, wie den Herr Traversini gegen den Ribambell von Oplare verstoßen hat? Wie ist es zu dem Avis à la base von der Decision von der Minister kommen? Wie ist es möglich, dass ihn als Demandeur mehr kriegt, wie ihn überhaupt gefragt wird? Wie ist es möglich, dass eine Autorisation den 12. August rausgeht, an der Vierster seiner Avis den 14. August, also 2 Tage spät, überhaupt verfasst? Dass den Herr Traversini sehr wohl mit der Minister geschwärzt hat, entgegen dem, was sie beit für drun behauptet haben. Aber besonders ist den Journalisten aufgefallen, dass Madame Dieschbusch auf der Pressekonferenz quasi an engem Nebensatz ihre ganze Problem devaluiert hat, nachdem sie sich halt muss rundherum ploen. Es konnte ja nicht wissen, dass das politisch ging ausgeschlecht gehen. Doch, es konnte ja nicht wissen. Und es hätte ihn, weil es sich um ein Parteikolleg und Deputé mehr handelt, besonders intensiv mit allen Facetten vom Dossier müsste beschäftigen. So die Konklusion von den Journalisten Plateau. Und so auch meine Konklusion. An Basis von aller politischer Bewertung. Und damit kommen wir zu der crucialen Frage, ist das ein Dossier wirklich selbst behandelt, wie rund 3000 andere Dossiers, die das letzte Jahr über das Pult von der Madame Minister gegangen sind, oder ist ein anderes behandelt gehen? Hat den Herr Traversini legal, inhaltlich und prozedural eine Sonderbehandlung vor? Mit diesen Fragen werde ich mich beschäftigen. An die Gewei, die wird froh raus, mit der sich Teile von der Majorität aus der Affäre wollen zeigen, ob in der Ministerin direkt konkret Fehlverhalten, sprich eine direkt persönliche Einflussnahme kann verhalten. Ich verweise mit dem Herrn Bratz seine Ausführungen 2013 an der Chambre. Der legalen Aspekt. Das an der Jurisprudenz festgehalten gehen, dass ein Minister notrechtlich eine Autorisation ausstellen kann, eine Situation regularisieren kann, allerdings immer unter der Maßnahme, dass die Legalkonditionen erfüllt sind. Für so auch notrechtlich muss geguckt gehen, ob Konditionen aus dem Gesetz erfüllt sind. Es sind am Gesetz über den Naturschutz verschiedene Kapitel relevant. An diesem spezifischen Fall Parzell 1872, Entretemps 1872, 75, 34, die an einem Naturschutzgebiet leiht,
dat die höchste Protektion verdient. Das ist nicht kontestiert. Gesetz definiert das in Artikeln 31 bis 46 Regeln, nur denen in einem Naturschutzgebiet kann gebaut a verfuhrgehen. Den Artikel 42 schon Gesetz als in Punkt 3 verbietet oder erlaubt eine Oplage den Bau von Konstruktionen an engem Naturschutzgebiet. Am Reglement Grand Ducal vom 20. November 1991 über d'Affäre vom Naturschutzgebiet Prinzebiersch als all Konstruktion verboten. Es steht da, toute construction incorporée au sol ou non est interdite. Demnach alle Renovation von möglich existenten Konstruktionen. Das ist das streng, entspricht aber der Logik vom Abbau vom Gesetz, und noch am Spezifischen von diesem Reglement Grand Ducal, den sogar so weit geht, dass er verbietet, la circulation à cheval ou à l'aide de véhicules motorisés ou non. Denn am Naturschutzgebiet soll raus sein. Natur soll sich können ungehindert fallen, den Angriff vom Mensch auf ein Minimum reduziert gehen. Wie dem nicht so, geben sich einfach so einen Wert geben sich handeln. Da bräuchte den das Notion ja nicht. Bis heute war da doch immer die Interpretation von der gering. Erstaunlich, unverständlich, dass das nicht mehr soll sein. Just weil die Minister meint, damit ihre Kap aus der Schlinge zu befreien. Demnach ist nur dieser Logik den Dossier River. Eine Illegalität, die begangen ist, und das ist nicht nur der Bardage, das sind noch die Fenster, das sind den Dach, das ist ein Tier, über die gar nicht geschwärzt wird, am Dossier, die wird notiert, sie wird gemeldet und sie wird sanktioniert. Return to sender. Man der Minister sagt auf ihrer Pressekonferenz den 30. September, sie gibt sich an ihrer Decision auf den Artikel 5 vom Reglement Grand Ducal beziehen. Das kann am Menge nahe nicht sein. Weil die Ausnahme, Artikel 5 vom Naturschutz, vom Reglement Grand Ducal, der sagt, des mesures, mesures, prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Mesure heißt Maßnahmen, hat einen direkten Lien zur Bewirtschaftung, Gestion von der Zone, die durch den Bewirtschaftsplan, Plan de Gestion gemacht wird. Die Ausnahme ist nicht mehr möglich am Interesse von der mittel- und langfristigen Strategie, wie ein Ziel umsetzen will. Und das ist ein Interesse general. Beispiele Naturleopard, Hölzer Steher, für über ein Viech Platz zu kommen, und so weiter. Darin fällt aber ganz sicher nicht, die Damen und die Herren, der privaten Interesse von einer einzelnen Person. Sie ist sie auch Deputé Maire von die Greng. Übrigens, also vom Jurist aus dem Umweltministerium der Kommission auch bestritten gehen, dass diesen Artikel lieber hart an den Evaluierungen rund um das Decision angewandt ging ist. Und es steht doch nicht so an der Decision vom 12. August. Nicht ein piepsches Wort. An eine zeitliche Recherche weist das die Argumentation von der Ministerin an ihrem Beamten zu der Zeit, wo den Dossier Traversini noch nicht so gebrannt wird, eng anders war. Den 12. September sagt der Conseiller W., da das Gartenhaus vor dem ersten Naturschutzgesetz von 1965 gebaut worden ist, habe Traversini keine ursprüngliche Genehmigung für den Bau des Gartenhauses vorlegen müssen. Ich habe nicht nur kontrolliert beim Reporter, wo die Aussage gemacht wird, weil ich effektiv festgestellt habe an der Diskussion, dass ganz oft eine Konfusion zwischen dem Haus und dem Gartenhäuschen besteht. Der Journalist hat mir konfirmiert, dass es sich bei der Aussage im Gartenhaus an der Naturschutzzone und nicht im Haus, weil da einer so ein Jardinier leid steht. Madame Bischburg sieht den 18. September auf RTL, hier an diesem Fall als Haupthaus von 61, einer Dealer, die Terrain, die sie von mir spät. Ich habe hier an dem Dossier keine andere Trasse fand. Für wen ist das? Es kann sein, dass es für ein Naturschutzgesetz schon da ist. Hier also doch eine Renovation von einem bestehenden Gebäude. Demnach auch Sie, 465, ein Naturschutzgesetz und nicht mehr eine Renovation. Sie resonieren zu der Zeit allen zwei am Kader vom Artikel 7.5 vom Gesetz, und gar nicht am Kader vom Reglement Grand Ducal von 1991. Das ist recht viel mehr spät, wie die Luft mir reingeht, wie eine Argumentation um Artikel 7.5 nicht mehr möglich war, wie der Bemol den Artikel 7.1 vom Gesetz aus dem Hut gezaubert gouf. Dazu ein bisschen mehr spät.
Subsidiärement beginne ich mich dann an die Logik vom Artikel 7.5 vom Gesetz, den die legal bestehenden Konstruktionen definiert. Das ist klar, dass für alle Konstruktionen, die nur 1965 gebaut wurden, der Beweis von einer Autorisation vom Bürgermeister oder vom Minister nur 82 vorgelegt muss gehen, an all travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués. Das ist in diesem Fall nicht geschieht. Der Proprietär konnte Noweis nicht bringen. An noch ministerisch, ob schon sie sich viel mehr gehen hört. Da ist nach rapportiert, dass sie am Gange wäre Recherchen zu machen, für zu gucken. Sie als am Gange Recherchen zu machen, nachdem sie den Dossier für 2 Monate geschrieben haben, dass sie am Gange Recherchen zu machen, für zu gucken, wo wie nicht Garten heißen dann da wir. Meng froh und ministerisch als, für was der Recherche nicht jeder Decision geholt hat, gemacht. Für Zweifelsfall können festzulegen, wo wie nicht, dass das Garten heißen ist. Demnach als eng Autorisationen an diesem Artikel nicht möglich gewesen. Dass du noch probiert gehst zu argumentieren, das heißt, dass wir ja von 1991 an Durchstung vom Naturschutzgesetz angefordert gehen, dass an das System noch eine Konstruktion existent handeln. Aber auch dieses Subterfuge muss ich heute definitiv zumachen. Ich will nämlich das von einem Nachbar, der sein ganzes Leben da wohnt, an den Herr Quagno gut kannt wird. Den aber nicht auf dieser Tribüne will genannt gehen, aber vielleicht auf anderen Tribünen. Bei Zeien zo, dat de Schap effektiv an der Zeit zwischen 1975 und 1978, also schon nur 1965 gebaut ging, allerdings wären am Laufe von der Zeit quasi Verfall gewesen. Denn Herr Quagno hat sich seit vielen Jahren nicht mehr können darum bekümmern, es wären alle Mann gewesen. Es wäre aber so, dass der Schap an den letzten 4 bis 6 Jahren quasi komplett renoviert gewesen. Das auch so, die, wie der Mann so, ohne Problem von anderen Noper kein bestätigt gehen, werft also definitiv an endgültigen ändert liegt auf dem Dossier. Es stellt sich auch froh, wen dann diese Schap klammheimlich löser zu etwas, was die PD verdient, haut also Schalle betrügt, und nicht also Schap, wo Geschirr dran zu stellen ist. Es gibt keine Autorisation für das Renovation, die das Renovation belehen. Nur Artikel 7.5 hat Misten, wie das abgefallen ist, und zwar spätestens den 8. Juli, sicherlich schon am Hirschlecht Jahr, wahrscheinlich viel früher, der Bau gestoppt gehen, Prozessverbal dressiert gehen, da das nicht geschieht. Heute komme ich nach mir spät darauf zurück. Der Titel tout à fait subsidiär kann ich danach festhalten, dass der Subterfuge um Artikel 7.1 Straßen nur wirklich nicht hält. Und das ist nicht mehr eine Frage von Interpretation. Das ist ein Artikel, den nur den Auswurf von Camille Gira bis Ugangs 2018 an an über 40 Jahren nicht eng einzig Keier seit seiner Aufhörung benutzt und angewandt ging aus. Und das auch nicht mehr, und das durch Prozessverbale von der Kommission bewiesen, drablieben, weil gemeint wird, irgendwann ein Jahr vielleicht können wir ja gebrauchen. Ich bin mir sicher, dass der Camille Gira nicht an diesem Fall aus dem Tier angeholt hat. Ihn hat, so sind ich mal sicher, den Dossier ganz ernst dazu gepackt. Ihn hat, so sind ich mal sicher, hat nicht nur einen Parteikolleg geguckt, aber hat AMOs seine Decision geholt. Und das ist ein Artikel, den aufgrund von seiner Artikulation eng Demand gut nicht viel gesagt von Seite vom Herrn Traversini. Ich fand das extrem wichtig an der Beurteilung vom Dossier. Das ist ein Artikel, den aufgrund von seiner Artikulation eng Demand vom Herrn Traversini überhaupt nicht zugelost hat. Weil das ist ein Text, ein Artikel, und das geht klar aus dem Travaux Präparatoire raus, der soll exklusiv dem Minister recht gehen, eine Proprietät zu forcieren, ordonner, und nicht unter der Bedingung, dass ein Objekt, nachnehmen unter der Bedingung, dass ein Objekt den Charakter von einem ganzen Hit vorstellt, kompromettre, den äußerlichen Aspekt von einer Konstruktion kann verändert gehen. Nebenbei bemerkt, wenn das Foto guckt, steht das ganz bis für ein paar Jahre mitten an einem Busch, der nur an nur illegale Wäsche gemacht gehen ist, ohne dass reagiert gehen ist, und das nicht abgeholzt wird, müsste gehen. Aber wenn wie früher am Busch ging stehen, da wäre den Außenaspekt auch ziemlich egal. Es gibt auch keine schriftliche Prüf für so eine Decision. Ordon will sagen,
dat den opgrund von dem Artikel zu Apps gezwungen gëtt, dat muss op separatem Papier akkuchéiert gehen. Dogehen kann en Rekur errechen Verwaltungsgericht. Neicht an dem Dossier, de mir kruten, geht an die Richtung. Mir sind die Damen und die Herren net an der Interpretation, mir an der Exekution von engem Gesetz. Das nicht un enger ministische Gesetz zu interpretieren, mit das hier et auszufeieren. Aber wenn sie dat dann aber möchte, stellt sie, wie in diesem Fall, hier politische Responsabilität auf das Spiel. Den Afrikot Krieger hat der Madame Minister für eine paar Wochen einen Ausweg gewiesen, nämlich die Decision zurückzuziehen. Sie hat dem Gesetz nur 3 Monate Zeit dafür, falls es sich herausstellt, dass ein Appreciationsfehler gemacht ging ist, respektiv Falschfakten dich lungen, wie die Decision geholt ging ist. Madame Diesbusch hat das refusiert. Mit ihrer Decision, die sie geholt hat, legalisiert aber eine Illegalität. An dem Moment hat er Traversini, an diesem Moment, wo wir hier schwätzen, hat er Traversini eng von der ministerisch unterschrieben Autorisation für eine illegale Konstruktion an einem Naturschutzgebiet. Das ist eine Legalisation von einer illegaler Situation, das ist inakzeptabel, und ministerisch engagiert sich spätestens, dummer engagiert sich hier politische Responsabilität. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, den zeitlichen Auflauf von der Prozedur. Weil die Damen und die Herren den Dossier hält, entgegen der Durchstellung von der Madame Minister an der Pressekonferenz, auch noch das, was zur Haut gesagt wird, den Ursprung gründet den 8. Juli von diesem Jahr, mir lang für drun. Zwischen 2014 und 2018 sind an einem nom Gesetz illegal abgeriechte Schap umfangreich Arbeiten gemacht, ohne Autorisation. Der Schap geht komplett saniert, ein Schap, den den Operen no quasi komplett verfall war, aber bis für eine paar Jahre mitten am Busch stehen. Am Herbst 2018 geschehen Großplanéier Raupen fuhren zu Niederkohl 4. Rund 35 Jahre Busch gehen weggemacht. 20 bis 22 Jahre Terrain gi komplett renivelliert. Es gehen Terrassen angebaut. Es gehen neue höchste Linie gezogen. Jeden Terrain gleicht haut nicht einmal Usatzweis dem, was es für Drohnen war. Das ist also ein grave Verstoß gegen das Naturschutzgesetz an das mitten an einem Naturschutzgebiet. Und das ist am Mengen an von den größten Umweltskandalen, die wir zu Lützeburg an den letzten Jahren kannt haben. Ordoniert und ausgefordert durch die Gringen. Der 15. November 2018 nahm Herr Traversini als Heim am Vierster auf Platz gegangen. Der Vierster gesagt nicht. Entweder als Plan, guckt lanscht, oder war den Tag nicht da. Waren da, hätten den Herr Traversini den Tag direkt müssen stoppen. Den Tag, der 15. November 2018, wingst. Destruction ou enlèvement de plantes sauvages, fouille, sondage, terrassement, extraction de matériaux, circulation d'engins lourds, changement d'affectation de sol. Alles, wie gesagt, an einem Naturschutzgebiet. Procès verbal, arrêt de chantier, remise en prise d'un état, parquet, la totale. Den Obervierster hat an der Kommission gesagt, dass das ganze Jahr nicht einzig auf der Platz gewirrscht wäre. Dantakt. An der Pressekonferenz vom 30. September sagt der Obervierster zu dieser Thematik, es gibt sich um ein paar Eschen handeln. Die Urgenz hätte müssen weggeholt gehen, weil sie hätten den Taschentrieb sterben. Und sie geben eine Gefahr für ihre Weh. Sie geben eine Gefahr durchstellen, und sie geben riskieren, auf den Weh zu fallen. Auch, wenn das Gesetz gucken geht, Madame Minister, die 2 Artikel brauchen eine Autorisation von euch. Einmal über den Artikel 14.3 vom Gesetz, den Dorfholzeland Straßenabwehr reglementiert, verlangt ausdrücklich eine Autorisation von euch. Und zweitens, ein Abattage d'urgence kann nicht mehr vom Oberfürster ordoniert gehen. Der Fürster darf das nie. Aber parallel muss ein Dossier an das Ministerium gehen. Dabei könnt am Foto vorlegen, die beweisen, dass sogar auf dieser Platz, auf diesem kleinen Teil von den 35 Jahren, dem kleinen Teil nicht nur Eschen weggeholt. Sie gehen mir auch andere Sorten Bäume. Denn Herr Traversini hat nie eine Autorisation gekriegt. Der Fürster war an der Kommission der Meinung, dass er keine Autorisation bräuchte. Das hält sich aber, wie von der Gesetzeslage, hält das Argument sich nicht. Und wir haben das auch so gesagt.
Ech froen fir wat ass am Hirsch 2018 net agegraf gin. A fir wat huet den Oberfirchter op enger Pressekonferenz an Dënno an der Kommission am Numm vun der Ministersch d'Ausmoos vum Skandal verschwiegen oder minimiséiert. Déi Froe wollte mir en dënchte stellen. Do wo interessant gouf, si man vun der Majoritéit ausgebremst gin. Fir wat hunn Firchtreppes ze verstoppen, huet ministersch Appes ze verstoppen. Inaktivitéit, Favoritismus durch d'Aktiun vun den Dënchten en natierer Ledung, also op diesem Punkt hier polisch Responsabilitéit engagéiert. Den Oberfirchter huet op der Pressekonferenz gesot, hier wäre am permanente Kontakt am Firchter op der Platz. Der lokale Firchter gëtt man vun alle Leuten, nach denen ich geschwert hun, als lewe Mënsch beschriwe, den awer selber keng Decision gif holen. An sich immer a fir all das se den bësse méi schwierig beim Oberfirchter gif ëmsetze. Mir wollten vorstellen, fir wat dat am Hirsch 2018 die zwei Firchter net agegraf hunn. Das froh as essentiell fir kënne Zwiit vun der Prozedur Gardenheissen ze verstoen. Och heise immer ausgebremst ginn. Wie dats et net kann sinn, dat de Firchter am November, wann es für Plas war, wie den Herr Traversini gesot, d'ausmoos net gesinn huet. An Fotoen, die zirkuléieren a Fotoen, die nach Werte präsentéiert gin, die beweisen dat, da kann nëmme bleiwen als Antwort, dats Herr Traversini vun dem oder de Firchter gedeckt gouf. Et wie interessant ze gesinn, ob eng interne Enquete an der Verwaltung lebt, an ugelaf ass. Immerhin ass de Problem seit dem 11. August an der Publikation vun enger vun den sëllesche Fotoen, die den Herr Diderich huet, an die man net erlaubt huet mat ze bringen, dat vun der DP Daverding bekannt. Den 8. Juli 2019, also net de Firchte Madame Ministersch, den Herr Traversini op seg Illegalitéiten opmerksam mecht. Das nämlich eng Drittperson, die moiest dem Firchter urift, an dem seet, dat den Herr Traversini am Gange wie Illegalitéiten ze machen, ronderen Gardenhäuschen an ronderen Gardenhäuschen. Sie hunn Rendevous sur Plas ausgemacht, an la Surprise general vun der dritter Person, wie d vun de Wauer waren se Rendevous hätten, ass den Herr Traversini firgefu. Et kënnt zu enger heftiger Auseinandersetzung. Der Person no, an die auch bereit dat ze bezeien, hat den Herr Traversini gesot, ech hun de Moie mat engem hege Beamten am Environnement telefoniert, dé soll den Dossier ragin, an der kränech ganz séier eng Autorisaioun. Egal, ob et zugangen ass oder net. An ob et zugangen ass oder net muss d'Enquête weisen. Hätte Firchter spätstens do Notbremsmisten zeien. He stellt nämlich fest, dass Herr Traversini am Gangen ass eng ganz Reihe Illegalitéiten ze machen. Dach erneuieren, Fenster an Dieren erneuieren, Bardage uleen, an den Drainage rondem Haus zeigen. Da muss ich feststellen, ein Drainage rondem, ein Schab an dem Geschirr an der Naturschutzzone sollt stehen. Ob das du geschwert, seht Herr Traversini am 100,7 den 19.9. Wir wollen einen Bardage will machen, wenn ich bis innen hin eng Folie muss zeigen, will zeigen, dann muss ich nach rondem bis zu Boden können eine Wäsche machen. Et freden sich, wie werde Schab ein Drainage braucht. Wie werde brauche Schab eine Isolation. E Bardage braucht op Südfall keine Folie. Außerdem als auch entretemps, nachdem die pur krank Bemewäsch gemacht gehen, ohne Autorisation, eng Flottklotte vom Siegel rund um Proprietät abgerichtet gehen. Ohne Autorisation versteht sich weder von der Gemeng noch vom Environnement. Den der Joch nicht hat können gehen, weil es steht mitten am Naturschutzgebiet. Toute construction est interdite. Mais da steht sie mal da. Am Naturschutzgebiet, daneben ohne Autorisation. Ich will den Umweltminister, der wir mit alle Leute am Lande so kulant wie hei. Der Firchter hat nicht mehr wie 7 Illegalitäten müssten feststellen. Und das ist sicher ein privilegiertes Traitement vom Herrn Traversini. Ich kenne nicht viele Dossiers unter denen 3000, die so ein Traitement de faveur erlebt hätten. Am Platz hin zu stoppen, am Sinn vun engem Baustopp, net vun engem stoppte Bau, proposéiert de Firchter dem Herr Traversini eng Soluioun. Vor Bardage, da geht dat an 3. Remarken fir drun nach enke bestätigt. Dat dotte këm sicher net vum lokale Firchter. Den hat so eng Initiativ vu sich niemals leng geholl. Net sich mat Sicherheet no Uwen aufgesichert. An net Fredien sich, bei wem den Uwerfirchter
sich gesichert huet, wir können dafür zu sorgen, dass so eine Proposition durch den Mund vom Vierter den 8. Juli und den Herr Traversini gemacht kreieren. Wir hätten die frohe Gestalt, mir wenn wir spätestens totwurig geworden wäre. Aber nee, als Kollege von der Majorität haben das verhindert und ihrer spitze Chamberpräsident Chapeau. Es geschieht gut nicht. Und ich meine noch zu wissen, es war strengem Grund. Den 8. und 7. goufet nämlich kein Dossier Traversini. An den Baustopp hat solid politische Konsequenzen für Henosig gezogen. Presse a Publik. Opposition wäre matonös an engem Moment, wo de PAG vun der Gemeinde Deverding ausgehangen huet, ob seg Illegalitäten opmerksam ginn. Und das hat doch der Vierter als sein Chef wahrscheinlich als Schwierigkeiten brut, weil jo vielleicht auch engem de Kontext hircht 2018 dabei opgefallen wie. An den Herr Traversini gëtt dem Vierter zu verstohlen, hier kriegt sowieso eng Autorisation, falls sich die Ausso von der Drittperson verifiziert. Den 9.7. schreibt den Herr Traversini eng de Mond fir Bardage. Das Autorisation geht aber recht den 18. Juli am Minister ran. Zwischen dem 9. an dem 18. Juli geschehen aber nach einer Reihe Sachen. Erstens, Minister geht vom Herrn Traversini Rand von einer Fraktionssitzung auf das Problem aufmerksam gemacht. So sie auf 100,7, auf RTL, so zu der Kontra. Nachdem sie vier Drohnen heisch an hellisch versprochen hat, aber auch nie mit Herrn Traversini geschwärzt zu haben. Minister schleit dann an der Chamberskommission ist eine akute Amnesie. Sie kann sich in Dünschen an der Kommission nicht erinnern, wenn ich das gewirrscht wäre. Wir probieren sie hier zu helfen. Fraktionssitzungen, wie mir hier Banne weiß, meistens Dünstes. Und an dem Zeitraum da war den 1. Dünsten. Das war der 9. Juli. Das schenkt man mal ein ganz propices Datum gewirrscht sein. Aber wenn die Geringen rein hatten, der 16. Juli, da war schon kein Chamber mehr, da kann er doch nach dem 16. Juli gewirrscht sein. Sie behauptet, aber parallel auf der Pressekonferenz sie wie erreicht bei der Signatur auf den Dossier aufmerksam gehen. An ihre Conseiller erklärte 26. am Quotidien September, cette autorisation préparée par l'ANF atterrit alors sur le bureau de la ministre et c'est à ce moment-là seulement qu'elle voit le dossier. Das war nicht so. Sie wusste wohl, ihr den Dossier an dem Minister kom, dat den NRW wie. Das wirft kein gut Licht ob ministerisch. Stellt viel Frohen ob, mit wem sie dann nur dem sie vom Dossier wusst, geschwärzt huet. Interessant als aber auch, dass ihre Conseiller an der neutraler Zeit, also den 13. September, am Lützeburger Land zu Protokoll gouf, sie hat ausdrücklich gesagt, sie kümmere sich nicht darum. Wie kann ich sagen, ich kümmere mich nicht darum, wenn ich nicht weiß, dass es ein Dossier gibt. Sie wusste dem noch. Sie hat ja mit Herrn Traversini geschwärzt. Aber sie verstoppt der Öffentlichkeit. Ich freue mich, Madame Minister, für was? Für was sie da nicht von Anfang gekommen und hat gesagt, denn Herr Traversini hat mich Rand von einer Fraktionssitzung heute mich geschwärzt und dass es so weit gegangen, dass er mir das Problem exposiert hat, dann habe ich zu ihm gesagt, dass da kann ich noch nicht mehr mit diskutieren, dass da ist ein Dossier für die Verwaltung, gibt ein Dossier, wann ich geliefert ran und dann trätieren wir das wie all anderen Dossier. Es kann keiner Minister verbieten, wenn ein Deputiert in unsere Rund tritt, als seht schon ein Problem, Karol, da kannst du nicht direkt umdrehen und so ein Kilo aus dem Saal raus. Du siehst ja, was das dann dein Problem? Und dann erklärt man da das Problem, und da siehst du zu demselben, du siehst mal, los Schluss. Du hast ein Problem, und du musst gucken, den zu lesen am Kader von der Legalität. Da das nicht gemacht gehen, und da das schuld, weil er weiter liegt, ob ein Dossier werft, den nicht positiv ist. An einem weiteren kruzialen Dossier, am verstehst du mich vom Dossier, insgesamt aus dem 15. Juli. Bislang nicht bekannt. Diesen Tag geht das Minister nämlich schriftlich auf höchstem Niveau auf die Legalität hingewiesen, die am Gange wäre zu geschehen. Die Pièce Hunisch und die geht bei der Parquet. Der Minister verspricht, sich da anzugucken. Ich bin mal gespannt, was bei der Enquete an den nächsten Wochen zu dem Sujet wird rauskommen. Wen da so alles mit wem am Ministerium am 15. Juli über diesen Dossier diskutiert hat. Aber bis vorhin, dass die Pièce gegangen ist. An den 18. Juli, die Damen und die Herren, als Gemengerot. Den Dossier geht publik. Den Herr Traversini kennt unter Druck. Allerdings über einen anderen Aspekt vom Dossier.
der Frau von der Befehlung am Kader von der PAG-Prozedur. Es gibt Zeit zu handeln. Nach demselben Tag, und dafür aus den Tag vom 18. Juli nicht anodin, kommt der Brief an das Minister ran. Und da geht es ganz sicher um 18. Juli. Dann ist es nämlich eine Frau, Traversini, da draußen am Publikum öffentlich gestaltet, was denn gif machen. Es fehlt, jeder von den 3000 Dossiers am letzten Jahr, den hat das Privileg, an das Ministerium zu kommen, denselben Tag encodiert zu gehen, dat nur dem Prozedur geprüft, Ginas, an den Dossier als nicht komplett sich erwiesen hat. Weil das nicht komplett. Es fehlen Piecen am Dossier. Und dann hat aufgrund vom Artikel 59 an den Minister eine Obligation durch den Legislatur gekriegt, hätte müssen zurückgeschickt gehen. Den Dossier hätte müssen den 18. zurück und den Herr Traversini geschickt gehen, und den hätte müssen einen neuen Mond machen mit allen Piecen. Da wären wir den 24., 25., 26. August schon gewesen, dass ein Dossier rauskommen. Und das war nicht das, was gewünscht war. Ein unkomplettes Dossier wird encodiert und auf den Instruktionsweg geschickt. Es größen die Hunderte von Leuten, Betriebe und Gemengen, die das letzte Jahr Pech hatten, dass sie hier ein Dossier rumkruten. Die nicht das Privileg hatten, ein Traitement de faveur à la Traversini zu erfahren, an einem unkompletten Dossier einfach so an Prozedur zu entwutschen. Den 18., der 7., den Dossier gibt pro Instruktion und die zwei Leute, die hier Inaktion ich für du verzweifelt versicht haben, zu verstehen. Das nennen ich den Bock zum Gärtner gemacht. Pardon. Mit denen zwei brauchst du ja gar nicht so, wie sie den Dossier sollen trätieren. Die machen das vom selben. Sie haben kein Interesse. Auch sie haben keinen objektiven Interesse. Aufgrund von der Vorfall vom Hirsch von 2018, dass das so Platz publik kommt. Es muss sehr an drei gehen, ihr öffentlich geht. Und das geschieht. Weil den Dossier wird instruiert an einem einzigen Tag, den 29. Juli. So präzierte Viersteller aus einem Dossier. Heute kriegt denselben Tag, und er bringt es dann an einem Tag fertig. Den Dossier zu analysieren, ein Kehr auf Platz zu gehen, eine Reihe von Illegalitäten festzustellen, eine Konstruktion legalement existant, non-existant festzustellen, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Er fährt auf sein Büro, er redigiert seinen Rapport, er schickt seinem Chef seinen Rapport, er kriegt gleich drauf den Segen, ein encodierten Dossier am informatischen System, er schickt ein Original über die Post und der Chef sowie die Prozedur das vorgesagt. Es ist schon impressioniert über die Vitesse und die Effektivität von einer Verwaltung, die auf der Platz 7 Illegalitäten konstatieren, die ein unkompletten Dossier mit 7 innerhalb von einem Tag durchschwenkt. Pardon, ich hatte vergessen, es wäre ein einfaches Dossier. Und Kies und der Kuch, den Herr Traversini kriegt etwas, was überhaupt nicht mal gefroht wird. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich bin der Meinung, dass das auch einen legalen Fehler hat, den Konsequenzen für die Minister kann haben, weil es geht ein allgemeines Rechtsprinzip, eine weitere Illegalität an diesem Dossier. Ohne mit der Wimper zu zucken, überhält die Minister das. Ich habe den Bardage gefragt und ich kriege 3 Sachen weiter. Aber ich wäre froh, von die 3000 Dossiers, die letztes Jahr am Environnement traitiert, und dieselben Traitement de faveur hätten. Ich freue etwas, ich kriege 4 Sachen. Ich fand das, muss ich ganz ehrlich sagen, genial. Haben Sie mir nicht nur an einem Traitement de faveur, die Damen und die Herren, mir an einer konstatierten Illegalität von der Minister, die den Dossier unterschrieben hat, aber wo sie sich nicht kann, ob ihr Beamten zurückziehen. Das ist ein Dossier, so hat Madame Diesbusch dann auf ihrer Pressekonferenz, den als traitiert wie die 3000 anderen Dossiers auch. Madame, wenn es nicht geht. Dann haben wir verschiedene Szenarien. Und ich muss sagen, es wird viel Krempelskage an der Kommission für Gewurt zu gehen, wenn ich dann den Oberfirster seiner wie aufgehen hört. Nämlich nicht, wie Madame Narenke Haut behauptet. Dann hat sich den 29. Juli der Proposition direkt ralliert. Ralliert als den offiziellen Term. Den offiziellen Term, den über ein Kartusch oder über ein Avis konsigniert wird. An der Ralliage, das Rallieren und Dokument war nicht den 29. Juli, sondern den 14. August. Und damit fällt die komplette Argumentation von der Madame Minister an den Kopf. Sie behauptet, sie hätte kompletten Dossier und Pult gehabt, wie sie ihre Unterschrift den 12. August in das Dokument gesagt hat. Das kann nicht sein. Weil den Avis vom Fürster, den Original, unterschrieben, lag den Tag beim Oberfürster Tisch. Sie hat weder den einen nach den anderen Vierleihen, so hat sie sogar an der Chambre ein Dossier, den sie erlöscht hat,
oder wie sie am Dossier wie sie haller Lucht huet gelewe gedoen huet. De Beweis die Damen an die Herren ass erbrucht. Sie huet oni die notwendig Basisdokumenter am Grab ze ënnerschriwen. Legal def sie dat wohl. Politisch also de Beweis aktiven an akuten Favoritismus. Et kann net wochelang durch Landzähner behabt, et hat in eng Pi am Dossier an da stellt sich heraus, dass gunnet woer ass. Et kann die net behaupten, et hat in ein Dokument gelees, an da stellt raus, dat den Dokument die überhaupt net hat. A wie kann den Apps den 12. lesen, wat de 14. Augustrecht geschrieben gëtt. Es sind überzecht, dass bis hauten net mal den elektronischen AV vom Vierchter, vom Obervierscher an ihrem System ass. Aber wie kommen nicht drauf? Mal ganz einfach durch die Erklärung von ihrem Conseiller, den an der Kommission gesucht wird, was Minister schon erschrieben wird, da wird das System automatisch geht dann zu. Wie kann ihn da behaupten, sie hat ein Dossier gelesen, ihr sie erschrieben wird? Sie muss ein Ass an der Telepathie sehen, ihrer Zeit voraus, weil sie wusste den 12. August schon etwas, was der 14. August geschrieben ging. Schlussendlich, und das ist der größte Reproch, den ich mache, legalisiert man ihre Unterschrift vom 12. August ein illegal abgeriechten Häuschen, Schap, Chalet, wie der Drümmer wollt so. Es reift den sich vor Verwunderung da an. Sie kommt, wollt vielleicht, aber es nur von nicht einmal den Namen von der Person so, die hier den Dossier an die Unterschrift gehen wird. Etwas ist sicher, den Herr Conseiller war nicht, weil den hat bei der Frau heute zur Fenster rausgeguckt. Und brieft die just die Initialen von der Madame Minister und von der Sekretärin. Es besteht also entretemps den dringenden Verdacht, an den hätte ich gern ausgeräumt durch eine proper Antwort, an den auch schon an der Presse geäußert ging, dass es sich um einen Alleingang von der Madame Minister gehandelt hat, ohne Abbezehen von ihren Beamten. Ich habe mir gemacht, Madame, die Damen und die Herren, eine Pressekonferenz vom 30. September an hier Bestandteile zu zerlegen. Ich muss so nicht könnt Erstaunliches dabei heraus. An enger einziger Pressekonferenz, wo da nicht Männer wie Ningmol eng Ungereimtheit, eng Irrfeierung oder eng Liegen. Den nächsten als auch die letzten. Das ist ein Dossier, als wie 3000 Anna trätiert gehen. Den zweiten als, die so den 8. Juli als der 4. für die erste Kehr auf die Chantier gegangen, dann hat der Maître d'ouvrage den Amend drauf aufmerksam gemacht, also eine proaktive Haltung vom 4. Dem als nicht so richtig als der 4. als von einer dritten Person aufmerksam gemacht gehen. Es war ein Rendezvous mit der dritten Person, an den Herr Traversini war zufällig im Dossier, Rendezvous do. Die so den 9. Juli hat der Proprietär eine Demande gestellt. Nein, den 9. Juli hat der Proprietär seine Demande unterschrieben. Die ist aber recht beim Stempel vom 18. Juli, also 9 Tage am Minister, und kommt zufälligerweise denselben Tag wie zu der von den Gemengerot Moyes war, aber wie an dem Gemengerot ein Dossier Traversini und Trullenbrücht kommt as. Dadurch ist den Encodage dann noch denselben Tag geschieht, wie den Dossier am Minister kommt. Das ist ohne an einer mangelhafter Kontrolle. Das wird komplett verschwiegen. Es wird gemacht, wie wenn den Dossier den 9. Juli am Minister gewesen wäre, an den 18. Juli encodiert gewährt. Das hat 9 Tage gebraucht, für den Dossier also genau zu gucken. Das wird dem Leser an ihrer Weise, wie den Dossier präsentiert, nicht gesagt. Den Dossier war nicht komplett und hat also zurückgezogen. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Ich will das wirklich mal so. Das steht am Gesetz. Das hier an der Chambre décidiert. Ein Dossier, der nicht komplett ist, der geht von der Klift zurück. Das ist illegal und das ist der Öffentlichkeit verschwiegen ging. Dann die Geschichte vom Chef d'Arrondissement, den sich zwar denselben Tag der Meinung ralliert vom 4. Das ist falsch, weil der Chef d'Arrondissement den gëtt sein Avis den 14. August auf an der an der Kommission bald eng 4 Stunden gedauert, bis man denen so weit hatten, dat dat missten zou gin. An dir so den 12. August op Basis von dem präparierten Avis von der Natur- und Forstverwaltung hunneschen Dossierkrut an den erschriven. Den Dossier ist eitel, Madame, den 12. August. Die 2 Avislungen den Tag Büro vom Obervierster. Da seht den Obervierster, mir hun eisen Avis verfasst an op dem Minister zurückgeschickt. Wie kann ich ein Avis den 14. August verfassen und dann op dem Minister zurückschicken, an den as schon 12. August as am Minister do. Am dir so
schon den Rapport gelesen und er war schlüssig. Wie kann ich einen Rapport lesen, von dem ich nicht weiß, wie ihn ausgesagt? Mit wem treibt dir die Spunnes? Die ganze Geschichte rund um BEM, achtens, die am Hirsch 2018 weggeholt sie gehen. Du hast weder Prozedur an der Reihe, noch hast Vorrecht gesucht gehen. Für allem als riesen Umweltskandal am Menge nahe vertuscht gehen. Schlussendlich hat das Gespräch stattgefunden zwischen ich und dem Herrn Traversini, ob schon auf der Pressekonferenz das dementiert hat. Und ob schon ganz Land gemerkt hat, so wie das gesagt hat, dass er Vorrecht an dem Moment nicht gibt. So. Ich komme zu ihrer politischen Responsabilität. Die politische Responsabilität von der Madame Diesbusch als an Eisen an klar engagiert. Auf viele Punkte und auf viele Niveauen. Durch egent Fehlverhalten und durch Fehlverhalten an ihre Ministerien, an ihre Verwaltungen. Die ganzen Dossiers über Wochen an totaler Intransparenz gefordert gehen, vis-à-vis von der Öffentlichkeit, der Presse und der Chambre. An keinem Moment hat die Impression an mir Hunde nicht allein, Journalisten haben die Largement auch, das Vorrecht sollte auf Tapet kommen. Es ist fest davon überzeugt, dass wir heute das Debatte nicht giffen an der Chambre feiern, den Deckel Dippe wir. Es sind aber auch fest davon überzeugt, dass durch das Debatte, an egal was die Majorität heute dezidiert, die Öffentlichkeit seine eigene Mildung, seine eigene Meinung kann bilden über den Filz an den Mief, den aus diesem Dossier herauskommt. Madame Diesbusch hat die Chambre, Presse und die Öffentlichkeit belohnt und dir gefordert, a wichtig Elemente verschwiegen. Nicht manner wie 9 Mal lang op der Pressekonferenz vom 9. September. Sie hat der Chambre Piècen überreicht, die nicht am Dossier lange, wie sie sie erschrieben haben. Das Vorspielen falscher Tatsachen. Von dat politische Responsabilität, Madame, nicht engagiert, da weiß ich auch nicht mehr, was das kann. À la base von dem Ganzen als aber Mengen an Riesenskandal am umweltpolitischen Bereich. An einem Naturschutzgebiet, wo de geringen Deputé Meer schwerwiegend Irregularitäten gemacht, die ich an dem Moos nicht für möglich gehalten hat. Schon gut nicht von einem Member von einer Partei, die einmal ein Keier ausgezogen war, für alles ernst zu machen. 35 A Büsch an Hecke sind umgelöscht, 20 bis 22 A Terrain komplett remodelliert, Terrassen ugelöscht, den natürlichen Talü vom Hang für immer zerstört. Regelrechter Skandal, gedeckt durch Verwaltung. Wie weit andere Leute nach mir an der Hierarchie verwickelt waren, kann nimmen die Instruktion vom Untersuchungsrichter herausfinden, von all Beteiligten geheiert, aber den nicht konfrontiert gehen. Auch Madame Minister hat können, ich meine, sie hat müssen, nur der Publikation vom Dossier von DPD-Verding aktiv gehen. Da das nicht geschieht, au contraire. Und dafür, Madame, sind politisch responsabel. Von den 2 Beamten, die sicher mat impliziert war, so an der Pressekonferenz an das Madame Chamber kommen. Seit dem 11. September ist ein Dossier von DPD-Verding online, Foto à l'appui, ohne dass das weder bei der Minister nach irgendein von ihren Beamten am Ministerium gekratzt hat. Das Mengenisch nicht mal eine interne Enquete lanciert gehen. Viel andere Leute hier am Land können nicht von so viel Umsicht und Indulgenz am Umgang mit ihrer Verwaltung berichten. Echter de Contre. Sie hat bis zuletzt behauptet, sie hat den Dossierrecht am 12. August bei der Rinnerschrift entdeckt. In Wirklichkeit, wo sie Bescheid irrte Mann, die wir am Ministerium war. Aus dem Mund von Herrn Traversini, aus dem Mund vielleicht auch von einem höheren Beamten aus dem Ministerium, à vérifier dans les semaines et dans les mois à venir. Ihre Ministerium ist nämlich schriftlich gewarnt gehen, ihr den Dossier am Ministerium war, und das nicht geschieht. Ich kann mir gut nicht vorstellen, dass so eine Neuigkeit nicht den Tour vom Ministerium gemacht hat. Die ganze Instruktion vom Dossier, Madame, als ein einzig Fachs. Ein unkomplettes Dossier geht an Prozedur, eine weiter konsumierte Illegalität. Der Vierster ist an engem da fertig, den Obervierster war nie auf der Platz. Den 12. August ist ein unkomplettes Dossier in der Schrift gehen, nur 26 steht. Ein einfachen Dossier, quoi. Ragin, mehr kriegen wie gefroht, und erschreiben, merci. Es geht steuerfest behauptet, bis es nicht mehr geht, dass den Obervierster nur langem Nohaken wirklich an der Kommission, dass er sich nicht ralliert, Den Dossier ist eitel, und das Wersch, den der von dir schreibt, an der Beweis ist
eigentlich just durch den Datum vom Avis schon bewiesen. Sie hört, Madame, Gesetzer von diesem Lach gebracht, wie sie dem Herr Traversini durch ihre Unterschrift mehr gehen hört, wie den überhaupt gefroht hört. Kein Mensch, der von einem Minister mehr kriege, wie gefroht hört. Das ist ein allgemeines Rechtsprinzip. Der Bardasch wird gefroht, ich kriege einen Dach, ich kriege Fenster und ich kriege einen Dieren dabei. Ein riesiger Skandal. Damit hat sie nicht nur eine Illegalität begangen, mehr auch dem Herr Traversini ein illegal abgeriechten Gartenhäuschen legalisiert. Flang an der Naturschutzzone. Illegal an Mengen an nicht eng froh von Interpretation. Wie die Luft mit dünn Ginas an eng juristisch legal Basisgesicht Ginas, den nicht mal am Usatz ob irgendetwas faust, was der Verteidigen kann, als du Gesicht gehen. Am Platz das jetzt annullieren und zurückzuziehen, hört sie sich immer mehr an den Sumpf von den Verstrickungen verfangen. How das es bewiesen, dass es sich um eine illegale Konstruktion um Artikel 7.5 vom Gesetz handelt, die nie eine Autorisation hätte verkriegen. Punkt. Schlussendlich behauptet Minister, den dort ein Dossier wäre, wie 3000 andere Dossiers trätiert gehen. Ich meine schon an den letzten 51 Minuten den Gegenteil konnten beweisen, dass an dem Dossier nicht, aber auch gut nicht normal gelaufen, außer Favoritismus engem Parteikolleg gegenüber. Und damit wäre ich eigentlich fertig. Konklusionen sind gezogen. Mit uns das letzte Weekend nach etwas dabei kommen, was dem Fasten wirklich die Krone aus dem Gesicht schlägt. Madame Diesburg wird auf ihrer Pressekonferenz gefragt von einem Journalist. Sie hat ja einen Baustopp gemacht. Worauf sie antwortet, nee, der Fürster hat den Bau gestoppt. Worauf der Journalist fragt, das Gesetz gibt vorgesehen, dass das, was dagegen verstößt, da gibt es Baustopp verhangen gehen. Worauf der Minister das sieht, wird wirklich, mal wann dagegen Verstoß gibt. Ja, es war so, dass direkt auf Intervention vom Fürster hin der Bau vom Requérant selber gestoppt ging. Das war also nicht neidisch. Das sind ganz viele Fälle so. Es war nicht neidisch. Ihre Conseiller sieht bei Reporter LU 12.9. nur mit Intervention vom Fürster während der Arbeiten gestoppt gehen. Es handele sich laut W. um einen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz, aber nicht einen Strafbestand. Erst wenn die Bauträger uneinsichtig seien und Arbeiten nach Hinweisen der zuständigen Beamten fortfuhren, werde das Ministerium aktiv. Bis zur Regularisierung durch die ministerielle Genehmigung seien die Arbeiten daraufhin eingestellt worden. Seht hin, am Namen von der Minister. Und dann ist sich 100% sicher. Den hat das ja überprüft, sonst könnten das nicht behaupten. Aber der Minister hat das ja überprüft, sonst könnten sie das nicht behaupten. Für die Presse und für das ganze Land. Der gute Herr Traversini hat sofort gefolgt, sodass er den Baustopp nicht hätte machen müssen. Zur Erinnerung, Baustopp, Klauster, Aufmerksamkeit, Presse, Opposition, nicht gut für den Herrn Traversini. Zu der Zeit sollte eigentlich sein Häuschen, was er geirrt hat, am Kader von der PAG-Prozedur an den Perimeter kommen. Dafür nimm ich kein öffentlich Unruhe. Das hat einen Hintergrund. Und das ist für mich auch die Ursache, für was das entgegen der normalen Prozedur die Sachen, die wesentlich mancher schlimm waren, sind, kein Baustopp verhangen gehen, als mir just gestoppte Bau. Und es soll kein mehr so. Das hat der kleine Fürster auf der Basis dezidiert. Und ich glaube nicht einmal, dass der Oberfürster der Risiko angegangen wäre, sich ein blutige Nuss zu holen. Die dortige Decision kommt von oben aus dem Ministerium, von ganz oben gelebt man das. Ich muss sagen, den Herr Traversini muss sich seiner Sache zu 100% sicher gewesen sein, dass mit den Kollegen am Ministerium, die erinnern sich schon auch für drin, ob die Äußerung am Anfang. Und dann hat ja noch nicht verpasst, auch mit der Minister darüber zu pottern. Aber die Damen und die Herren, ich habe heute 2 Disketten. Eine Diskette vom 7. Juli und eine Diskette vom 11. August. Eine Diskette vom 7. Juli, 37 Spieler, die schon der Prokureur der Mitten wird gehen. Und eine Diskette vom 11. August, 24 Fotos, die beweisen, dass das, was für Drogen gesagt ist, falsch ist. Zwischen dem 9. Juli und dem 9. August als munter Chantier weitergeschafft gehen. Und zwar ist es so, dass die ganzen Drainage rund um das Haus den 8. Juli noch nicht da war. Auf der Foto vom 11. August ist aber rundherum das ganze Haus abgerappt, für den Drainage zu legen, eine Aufdichtung zu machen, die erinnert die Geschichte von der Folie
am Interview. A fir dat net mengt, ich gi ich veräppelen, los nicht ich die ausdrucksstärkst Fotoen nominiert verdeelen. Da könnt ihr es auch gucken. Ich muss sagen, dat is een sterke Hand. Von ihm, aber auch von ich, Madame. Die behauptet op Pressekonferenzen an Interviewen, die het kein Baustopp müsste machen, weil alles direkt abgehalten wäre. Die basiert ich eine ganze Argumentation drauf. Die lust ganz Land gelevenet wäre so gewircht. Die regularisiert, die favorisiert, die legalisiert eng Irregularität von ihrem Parteikolleg an ihrem Parteikolleg seiner Affäre. An ihr darin schreibt, los er nicht einmal kontrollieren, ob er sich dann in der Aufmachung gehalten hat. Aber wieso da so richtig auf der Pressekonferenz? Und noch die Mitte, Heiner Reinkehr. Die sind richtig stolz auf die Kontrollmechanismen an ihrem Ministerium. Die haben fantastisch funktioniert. Besonders an dem heutigen Dossier. Ich wäre froh, sie gäbe bei 2999 anderen Dossiers an ihrem Ministerium, das letztes Jahr auch so funktionieren. Von alles das, was die Geologen so tun, nicht zu Konsequenzen feiert, von dir lief Member von der Majorität nicht reagiert und der Staatsminister hat Notbremse nicht zieht. Da freue ich mich ganz ehrlich, was an diesem Land alles nach möglich ist. Wir sind nicht, gut nicht, am nicht gesucht kriegt. Wir sind behandelt gehen wie Aussätzliche, weil wir als Arbeit wollten machen. Ja, die Verfassung, Aussätzliche, als wir ein bisschen übertrieben. Wir sind mundtot gemacht gehen. Wir sind mundtot gemacht gehen. Wir haben eine Klauster auf den Mund, haben wir gesagt kriegt, an der Kommission. Ja, hier ist die öffentliche Debatte. Wir sind ganz viele Sachen, die ich nachher können beweisen, wenn ich mein Foto hätte können stellen. Wir haben uns nicht decouragieren gelassen. Auch wenn uns nur der ersten Sitzung schon gesagt ist, wir hätten zwar recht im legalen Standpunkt, aber wir müssten ja verstehen, die Majorität hat nämlich 31 Sitze. Wir haben viel Licht an den dunklen Tunnel gebracht. Und das, was wir gesehen haben, das gefällt uns nicht. Gut nicht. Aber wir sind sicher, dass noch vieles und Blut wird kommen. Was nicht schön ist, wenn die Enquete bis gemacht ist. Gibt mir Grund, die Damen und die Herren, für was an diesem Land irgendeine Bürger nach irgendein Gesetz oder irgendeine Regel sich halten muss, wenn sich die Leute, die für ihre Verfassung und Gesetz zum Anhalten von denselben verpflichtet sind, sich für sich an ihre Kollegen nicht brauchen zu halten. Was soll dir den Proprietär vom Wandhaft, der für viele Männer sein Betrieb zugemacht hat? Personal wird müssen entlassen, bis für die letzte Gerichtsinstanz gezogen ist, weil ein Exempel müsste statuiert gehen. Was soll der Madame von Beckerich, die wenigstens 3 Obstbäume an einer so edifikante Baumstopp über hier ganz Proprietät verhängen hat, an eine Fehlledung selbstverständlich für uns Gericht? Was soll der Proprietär von der Residenz sekundär zu Rosbad, den alle Autorisationen hat, die Gemengelsteuer auf seinem Haus bezielt, den ugefrot hat, neue Fenstern, neue Dieren, Etanchität vom Dach, an Bannen zu renovieren, an den Refus am Environnement krut am Argument, hier gibt sein Haus nicht oprichten. Der Mann hat exakt dasselbe gefragt, was den Herr Traversini nicht mal hat müsste frohen. Was der krut, der Refus, am Argument wäre am Gangen, sein Haus an der Sohnwert opzurichten. Hin hat eine Autorisation vom Minister, an den eine Autorisation von seinem Bürgermeister. Die Damen und die Herren, wir fordern, dass alle Leute am Land gleich behandelt gehen. Den Dossier Traversini soll ein Vorbild gehen für all andere Dossiers an der Sohnwert. Dafür fordern wir alle Leute ab, an denen die eine Immobilie oder eine Konstruktion an der Sohnwert haben, davon zu profitieren, von der neuen Interpretation aus dem Environnement no Artikel 7.1. Solange die Decision von der Minister nicht zurückgezogen ist, solange keine politischen Konsequenzen, muss all Klienten gleich behandelt gehen, Madame, an nur derselben Prozedur. Dafür encouragieren wir alle Leute so sehr wie möglich, an der Sohnwert hier Demande ranzuchecken. Mit dem Argument, es wäre eine Verschönerung von der Landschaft. An ihren Objekt gibt dadurch besser an das Letztebauer Land heranpassen. Mit derselben Prozedur allégé, wenn nicht klifft. Den Dossier muss nicht komplett sein. Er muss nicht komplett sein. Er kann komplett sein, aber er muss nicht komplett sein. Wir hätten gerne eng Visite Ljömann Vierster. Eng. Wir hätten gerne, dass der Vierster das ganze Dossier an engem Tag guckt. Wir hätten gerne, dass der Vierster mit den Leuten verhandeln kann, was dann eigentlich genehmigt wird.
Und mir hätte dat Minister dann irgendwie den Avis vom 4. aufzuwerden, wann ich Klift unterschreift. An all die Dossier wann ich Klift am Mann wie 26 Dich. Und ich wollte so, Madame, den nächsten Dossier hat im Büro. Den nächsten Dossier also ran. Und ich kann mit aller Verkote vom Land opfordern, für bei den 2000 Objekten, die zu Lützeburg gehen, dieselbe Prozedur zu machen. Einmal Traversini, immer Traversini. Wir fordern, dass alle Bauten an der Zone Wert, die für einem gewissen Datum abgerichtet zu gehen, eine Regularisierung kreieren, so wie wir das bei den Herausarbeitung vom Gesetz vom letzten Jahr gemacht haben, aufgrund von einem Inventär, den anscheinend entretemps fehlt. An dem Sinn deposiere ich, Herr Präsident, eine Motion. Und ich komme zu meiner Konklusion. Herr Präsident, die Damen und die Herren, das Minister am Dossier Umweltskandal Garden heißen, an Eisenahn auf der ganzen Linie versucht. Prozedural, legal, apolitisch. Wie je geringe vor dem zieht sich der Favoritismus von einem Parteikolleg durch den Dossier. Der größte Skandal an einem Naturschutzgebiet soll vertuscht gehen. Von wem auch immer. Ein kleiner Skandal rund um den Gartenhäuschen nicht und öffentlich kommen, weil es nicht der richtige Moment dafür war. Die, Madame, Ihre Minister an der Verwaltung hat passiv, an verschiedene aktiv darunter geschafft. Wie hat so schön gesagt, es konnte ja nicht wissen, dass das politisch ging ausgeschlöscht ging. Dafür ging ich bitten, selber zu agieren, an dieselben Konsequenzen zu ziehen, wie Ihre Parteikolleg das gemacht hat. Am Ende von der Kredibilität von der Politik. Den heutigen Dossier, Herr Präsident, die Damen und die Herren, der betrifft alle Bürger als eine Relation mit dem Staat. Es geht nicht mehr und nicht minder, wie das Prinzip, dass alle Bürger für ein Gesetz gleich sind und dass es fair und transparent Prozeduren gibt. Und das können nicht Gerichte dezidieren, das muss das Parlament dezidieren, sonst können wir den Politikbetrieb zumachen. Ich vergesse, François Bausch, 13. Juni 2012, hier auf der Chambre. Merci.